gell, es ist immer so, dass jetzt die krasse Musik, wo wir ja so viel Geld ausgegeben haben dafür, die ist jetzt fertig und jetzt ist einfach so eine Stille, weißt du, so, Ja, und dann kriegst du den Fünfer droppen. ja, also so, Ja. bling. Bing, 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 bing. Hey, Aber ich löse mal schön, sind ihr alle da. wir haben Du, mega ich, Freude. wir alle. Es ist wirklich, und wir haben uns nicht abgesprochen, aber wir haben beide haben eine Herzli-Situation auf dem Pulli. Merkst du das? Es ist bald Valentinstag. Es ist wirklich so. Also wir machen uns wirklich schon parat für die Liebe. Nein, ich bin einfach vor allem parat für den Frühling, weil das ist einer von meinen wärmsten Pullis. Und Ui. ich trage, ich habe glaube ich auch schon mal gehabt, wo wir podcastet haben. Es ist ein Harry Styles, vom Harry Styles im Label. Es ist ein Pleasing Pulli, 190% Lambswool, so wie er sich anfühlt. Er ist mega bissig und er geht mega warm. Ich finde ihn grossartig. Krass, okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass er das Label hat. Er hat übrigens eine neue Single, anscheinend. Ja, ich finde es im Fall les. Ich habe schon, also Das er ist hat mega. ziemlich viele neue Songs droppt, also irgendwie so Teasers. Und ich finde, der Song ist nice. Es ist so ein bisschen so smooth, so ein bisschen dicht, Poppy so Smoothie. ein bisschen dancey, trancy, discoid. Und nein, aber ich glaube, Jenny und ich sind beide ein bisschen viel online. Es hat im Fall schon irgendjemand gemotzt, weil er hat ja eine Tournee announced. Und scheinbar sind Tickets richtig teuer. Also ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu fest, aber irgendjemand hat Ja, gesagt, gut, aber ich meine, es gibt ja auch irgendwie Leute, die 700 Stutz gezahlt haben für Taylor Swift-Tickets. Also ich meine, das ist wahr. was heisst richtig teuer? Also eine hat Also weißt du, gesagt, eine Mini-Tickets-Grenze ist bei 80. Was? my rent is more expensive, is less than these tickets. Irgendjemand hat $1200. Ja gut, wenn du in Fischbach-Gösiger Rentmiete zahlst, dann wahrscheinlich schon. Ich bin natürlich, ich meine, ich bin natürlich so ein Punk at heart. Alles, was über 80 Franken ist, zahle ich nicht. Aber es ist, aber dann hast du ja manchmal dann gleich gemacht. Oder eben, wir haben Ja, schon aber darüber ganz selten. Ganz selten. Pink ja, und Lizzo. ja, das stimmt. Oh nein, ich wollte jetzt gerade sagen, bei Lizzo bin ich halt eingeladen gewesen in der Loge. Das mache ich im Fall, also Props an meine Freundin, die mich in die Loge reingebracht hat, aber das ist im Fall das hat mich so traurig gemacht, weil es ist in so einer Loge, weißt du, die im Hallenstadion, quasi die private Loge, wo immer so Ja. Firmen. Und Ja, weißt du, der Pöbel weiss nicht, wie die sind, Steffi. Nein, aber es ist null stimmig. Dann schaust du dort auf und findest so, wow, dann hast Es du ist erreicht. nie stimmig im Hallenstadion. Es ist auch früher, wo dort noch Hockey gespielt wurde, es ist nie stimmig. Ja, aber weißt du, so auf dem Boden, weißt du, so auf dem Und Boden. ja, ihr könnt jetzt kommen für mich, der dritte Rang ist mir scheißegal. Wirklich. So, manchmal brauchst du halt ein bisschen Schweiß und ein bisschen Tränen. Aber anyway, meine Schmerzgrenze ist schon, also ich weiß auch nicht, ich finde wie so 120 Franken sehr viel für das Ticket. Ja, ich meine, bist du am Taylor Swift gewesen? Ja. Und ja, Ja, auch nicht bei mir ist 120 Franken. 80 Franken. Und das ist aber so ein bisschen ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Und ich glaube, ich will es auch für sonst niemand ausgeben. So. Also ich habe das wahnsinnig viel Geld gefunden, aber ich habe gefunden, für Swift mache ich das. Sonst finde ich das im Fall sehr. Ich bin froh, dass sie haben sich, außer der Harry Styles, er kommt ja offensichtlich nicht auf Zürich oder noch nicht. Also ich glaube, dort würde ich auch sagen, irgendwie so, ich will bis zu 200. Ich glaube, ich habe stimmt. Grenze. Eine Kollegin, die in Stuttgart wohnt, hat mich noch sie möchte auf Zürich kommen, also Rosalia-Konzert. Und ich hätte jetzt auch gedacht, Rosalia, ja, okay, why not? Oder? Ich meine, wir haben ja auch schon über Berghain da geredet, dem Pod. Aber im Fall, das ist im Fall auch, glaube ich, irgendwie so 280 Stutz. Und dann habe ich gefunden, hey, sorry, das zahle ich im Fall nicht für die Rosalie. Ausser, man munkelt, sie bringt ja das ganze Orchester mit, dann fände ich es schon noch geil. Dann fair, dann zahlst du einfach auch noch die 50 Musiker. Oder? Ich irgendwie, weiß nicht. Ja, danke. Yeah. Das Ticket gesehen. Okay. Ja, also that was shit I didn't buy. Aber es ist nicht der geplante shit I didn't buy. Wirklich, es ist Shit, wir alle nicht gekauft haben. Aber hast du noch einen anderen Shit, den du nicht gekauft hast die Woche? Ja, Steffi, es ist eigentlich schon fast ein bisschen klar. Ich muss sagen, Prolog. Ich habe Steffi letzte Woche wahnsinnig gemacht mit einem Parfüm. Wo ich dann eben nicht gekauft habe, was auch okay war, weil ich habe dann nachher im Globus noch von dieser Marke noch viel besser geschmeckt. Und von dem bin ich wirklich obsessed. Aber shit, I didn't buy. Aber es tönt gut. Soll ich dir vorlesen, wie der Beschrieb tönt? Please do. Also die Marke heißt Born to Stand Out, which is like, of course. Oh. I mean, dear, like, could it be more? Und das heißt Drunk Saffron, was ich auch schon mal very intriguing. Mhm. Und dann ist es wirklich so, Drunk Saffron öffnet sich mit einer überschwänglichen Explosion samtiger Pflaume, eingetaucht in die Wärme von feinstem Cognac.
Das Duftherz erblüht mit dem betörenden Aroma von Safran, reich, rauschhaft und von luxuriöser Süße durchzogen. Ein Hauch von weichem Leder und ein Anklingen von dunklen geröstetem Kaffee. Sinnliche Basis aus Patchouli, cremiger Vanille und Moschus. Ich finde, es tönt sehr les. Und ich habe ja den anderen, wo du ja quasi geswatcht hast, ich glaube, sie sind ja an jeder Dirty Heaven. auch sehr les gewesen, aber ich finde, das tönt jetzt, was ich einfach finde, es gibt für mich, es gibt mir sehr Winterparfum-Vibes. Aber vielleicht ist es eben auch so ein bisschen auf leicht schwitziger Haut auch les. Ich glaube schon. Es ist schon inhärent. Also, was ich vor allem krass finde, ich habe das Sample am nächsten 24 Stunden später noch auf der Haut gehabt. Okay, ja, dann hat es Also, wenigstens. also langlebig ist crazy. Ja, Der Safran ist wirklich da. Es ist nicht so, es hat einfach noch Safran drin. Sondern es hat wirklich Safran drin. du schmeckst Und schon. du schmeckst es. Und ich finde es wirklich noch geil. Es ist so nicht etwas, wo du einfach immer schmeckst. Also, ich finde es toll. Und im Globus kann man gut durchschnüpperle, falls er in Zürich Okay. Zeit hat. Wir können ein anderes Mal über unsere Sugar Baby Geschäftsidee reden. Weißt du, wie so quasi, das wäre jetzt auch so etwas, wo man einfach droppen könnte. Weißt du, so ein feines Parfum. Und man könnte es uns auch einfach schenken. Nein, okay, ich höre jetzt auf. Das wäre ein bisschen creepy. Wenn dann Ja, wieder das Roland sagt, wie so, hast du meinen Duft bekommen? Und so, nein, Roland, gang weg. Also, ich weiß nicht. Das wäre vielleicht Es nicht ist ideal. einfach, ja, ich Ja. weiß nicht. Ich weiss, was du meinst. Und es ist wirklich, ich habe gemerkt, also Ich es sollte ist einfach so eine Gift Registry haben, weißt du? Ja, Anstatt, also weißt du, wir können einfach so eine Wedding Gift Registry machen. Wir heiraten einfach nie, es ist einfach für unseren Podcast. ja, also ich wäre total dabei. Weil Oder, was? oder Oder? könnten wir den kaufen und wir dürfen das Spesen absetzen, weil es ist Recherche. Das ist ein sehr spannender Punkt. Ich weiß nicht, was das Steueramt von meiner Wohngemeinde sagt, aber Ich würde sagen, wir können es probieren. hast du das noch nie probiert, Steffi, mit dem Hey Pretty Beauty Blog? Also natürlich habe ich Spesen. Dort Ja, natürlich hast du Spesen, aber weißt du, so, ich muss jetzt unbedingt das 700-fränkige Parfüm haben, weil ich muss es Ich selber. habe schon gemacht. Das sind nicht 700-fränkige, aber Sachen, die ich irgendwie, weißt, so quasi kaufe, Produkte, die ich kaufe, darüber schreiben, wo ich kann belegen kann. Es hat nachher einen Blogbeitrag gehabt, das ist auf Instagram. Das tue ich natürlich als Geschäftsausgabe und also Berufsauslage. Und Ich kann schon ein Foto von dem Ding, wie ich das so schmecke auf Instagram laden. Ich meine, das ist mir irgendwie. Ja, okay. Ja, okay. Sehen wir haben wirklich desperate Monetarisierungsideen. ja. Aber ich finde, wir haben ein bisschen einen roten Faden. Wir haben schon so ein bisschen unsere Lieblingsthemen. Und mit dem Shit I didn't buy, wo wir jetzt gleich eigentlich heute, glaube ich, die 20. Ausgabe haben davon. Also wir haben 20 Mal etwas nicht gepostet. Beziehungsweise, Ja, stimmt so jetzt auch nicht. Weil also, ja, so ab und zu haben wir es dann eben schon gleich gekauft. Aber ja. Aber grosse Mode haben wir nicht. Ja, das stimmt. Und ich habe eben heute gemerkt, bei dem Täschchen, wo ich gefunden habe, ich irgendwie total zusammengerissen. Soll ich das immer so ganz low-tech, wo ich mein Shit in in die Kamera hebe, damit ihr es wenigstens dort seht. Baggy London ist auch so ein Brand gewesen, wo mich irgendjemand... Baggy London, es sind handmade, weißt du, so kleine Chargen, also sicher Okay, cool. Baggy London macht eben so extrem herzige Handtäschchen, die alle so über und also wir haben so harte Rüscheli. Also es ist wirklich einfach irgendwie so the frilly Handbags und sie sind so cool, weil es sind eigentlich so Stofftaschen, die einfach irgendwie so wahnsinnig verrüschelt sind und ich finde sie mega cool. Und sie sind auch nicht so teuer, also jetzt das herzige Bubblegum Pink Modell, das ich da gezeigt habe, ist glaube ich irgendwie bei 60 Franken. Ist natürlich völlig unnütz. fair. Also ich Aber finde jeder mit einer Nähmaschine könnte es selber nähen, aber ist cute. also, Nein, aber ist voll okay. Mega cute, ich kann mal schauen, Baggy London. Und ich habe es jetzt mal vorläufig nicht gekauft. Das wäre aber schon wieder so ein Teil, wo ich einfach. Ich weiß nicht, wie groß. Man nicht gesehen ist, wie groß es ist. Ist es wirklich so eine easy große Schultasche oder ist es eher so eine kleine Nein, es ist ein Handtäschchen. Also ich sehe da, ich gehe jetzt auf die Seite, ich habe schon so ein kleines Faible für die Handtaschen, wo man Shishi-Handtäschchen, ja. Weißt du, so, dass man schon einfach ein bisschen Zeug Ja. kann. Also das ist nur Schnickschnack, das ist so ein Ausgangstäschchen, aber Ja. schon mega. Es ist... Ja, aber ich wüsste wieder nicht, wenn ich das wirklich tragen würde. Ja, ich melde mich einfach zu jeder Hundsverlochen dran, damit ich so Sachen kann fair. Aber ich rühre im Fall sonst gerade noch ein Double Whammy noch. Also Shit I didn't buy, ich würde es wirklich nicht kaufen. Ich finde es glorreich, ich will es aber nicht kaufen, weil ich wirklich einfach das nicht, ich wüsste nicht, wann anlegen. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du Kerrygold?
Also der Butter. Ja, der Butter, der irische Butter. Also, ich meine, legit einer der geilsten Butter, die es gibt. So. Einfach mal so, ne? Und, Where is she going with this? ja, I know. Es gibt eine irische Designerin, Tmea Grisham, die einen Limited Edition Kerrygold Clutch gemacht hat. Und zwar ein Kerrygold Clutch, der aussieht wie ein Mödi Butter mit Swarovski. Okay. Und das ist Okay. verdammt geil. Aber es ist ja nicht Kunst. Das ist dann einfach so Kunst. Es ist wirklich Kunst. Es ist richtig, richtig glorreich. Es ist wirklich einfach so, es sieht aus wie ein Mödi Anker und wirklich 360 Swarovskis. Es sieht richtig, richtig toll aus und hat so ein kleines goldiges Schnürli-Bändeli. Ja, aber es ist also, ich weiß nicht, ob es wirklich Swarovskis sind, vielleicht nicht, aber es glitzert ganz fest. Funkelsteindli, whatever. Ja, also Okay. wirklich hart unpraktisch. Ich wüsste nicht, wann, was, wie, aber toll. Ja, das ist das Schicksal von ziemlich jeder Klatsch auf dieser Welt. Aber ja, wir können ja. Anyway. Also, wir sind ganz Double Whammy rausgehauen. nicht gekauft. Wir haben viel Zeug nicht gekauft diese Woche. Und sind total stolz auf uns. So gut. Mega cool. Ja. Hey, du bist unser Tramchauffeur vom Podcast. Was müssen wir jetzt machen? Sorry, ich bin so... Sei die Asshole, Steffi. Deine Lieblingskategorie. Ich finde es Haus raus. Es ist wirklich einfach irgendwie so, ich glaube, es Trudi Gerster von den Arschlöcher. Weil ich dann so gerne vorlesen. Weil ich habe wirklich, ich habe einfach gestern... Hast du so reden wie hat Trudi Gerster? Nicht, ich habe gerade kein Voice-Sample im Kopf von der Trudi. Die ist doch so ein bisschen so gewesen. Ah ja, stimmt. Ja, stimmt. Der Dialekt stimmt nicht, aber die Tonalität, ja. Okay. Ja. Also gut, ich mache es jetzt wie nicht nach, weil ich glaube, meine Stimme Nein. schon genug. Mein Mind geht zum Totenmögeli, andere Richtung, falsch, nein. Aber das könnte ich, glaube ich, immer noch halber rezitieren. Oh, okay, ich bin besorgt und auch ein bisschen in Angst. Schweizer Kultur gut. Ja, das ist wirklich so. Ich darf jetzt wieder sagen, weißt, ich bin nicht da aufgewachsen, aber nein, ich glaube es nicht, ich bin so viel älter als du. Ganz wohler. Okay, also, ich bin total parat, ich habe eine wirklich gute Geschichte. Sie ist neu, die haben wir bis jetzt nicht gehabt. Ist gut? Also, in die Richtung. Zuerst bin ich das Arschloch, weil ich mein altes Kinderspielzeug auf eBay verkauft habe, offenbar gegen den Willen von meinen Eltern. Okay, also ich tue nochmal schnell ausholen. Ich weiss, wir machen das schon ganz lang, aber das sind Am I the Asshole? Fragen aus einem Reddit-Forum, wo echte Leute die Fragen stellen und von der Allgemeinheit wollen wissen, ob sie jetzt Arschlöcher sind oder nicht. Also, jetzt soll ich die Geschichte erzählen, die ich heute ausgesucht habe. Also, das ist die Person, der Poster schreibt folgendes. Meine, Klammer 40, also der Poster ist 40, Eltern, Klammer in ihren 70er, also sind alte Eltern, schon länger mein damaliges Kinderzimmer auf. Und jedes Mal, wenn sie uns besuchen, bringen sie uns wirklich eine volle Autoladung von 1980er Spielzeug und Musikinstrumenten und Kleider und Schulbücher aus den 90er und alte Bücher und Videogames und einfach ganz viele so Kram. Und die Eltern, die freuen sich dann immer total und sagen, dass meine Kinder sicher total gerne mit diesen Sachen spielen oder Kleider oder tragen oder die Videogames. Aber, also, meine Kinder, schreibt jetzt der Poster, interessieren sich überhaupt nicht für altes Spielzeug aus den 1980er Jahren. Finden sie irgendwie so einfach nicht spannend, oder? Er schreibt weiter, wir wohnen in einem sehr kleinen, einstöckigen Haus mit einem sehr kleinen Estrich und gar keinen Keller. Also sie haben schlicht gar keinen Ort, wo sie die ganzen Sachen können, aufbewahren aus seiner Kindheit. Und er schreibt dann auch noch, und meine Kids interessieren sich eigentlich wirklich nur für Spielsachen und Kleider, die sie selber auswählen können. Finde ich fair. Also, er schreibt dann weiter, also habe ich angefangen, mich auf eBay ein bisschen schlau zu machen und ein paar von diesen Spielsachen sind also sehr viel mehr wert, als ich gedacht hätte. Okay, Collector's Items. Good for you. Also habe ich dann damit angefangen, die nach zu verkaufen. Kleider aus den 80er und 90er, die habe ich aber gespendet, weil offenbar niemand Acid Wash Jeans aus den 90er möchte tragen. I would beg to differ, aber ist gleich, also, genau, müssen wir einfach noch ein bisschen haben, aber er hat aber offensichtlich keinen Platz, oder? Und dann schreibt er, also beim nächsten Besuch haben sich meine Eltern gefragt, wo all das Zeug aus meiner Kindheit verschwunden ist. Und dann habe ich ihnen gesagt, dass ich einen Teil davon auf eBay verkauft habe, weil wir keinen Platz dafür haben und dass sich die Kinder nicht dafür interessieren. Und auf das aber, schreibt er, ist meine Mutter unglaublich hässlich geworden, dass ich ohne ihre Zustimmung das gemacht habe und dass sie sich wirklich gewünscht hat, dass ich die Sachen aus meiner Kindheit, also ihren Enkelkind kann schenken. Also für sie ist ganz klar, das geht einfach an ihre Enkelkind. Und jetzt sieht die Mutter, sie sieht das so, dass sie
das ganze Zeug quasi dem auf den Geburtstag gekauft und Geburtstag und Weihnachten gekauft hat, wegen dem, dass die Sachen eigentlich ihr gehören. Und hat dann, also die Mutter hat nachdoppelt, dass alles, was jetzt noch daheim ist, weil sie sind noch nicht fertig mit dem, das muss ein riesen Kinderzimmer sein, aber sie sind noch nicht fertig mit der Rum, und dann hat sie gesagt, alles, was noch daheim ist, werde in die Kirche gespendet. Und das Einzige, wo jetzt das Poster wirklich total daran ärgert, ist, dass er genau weiss, dass seine alte Pokémon-Kartensammlung noch dort ist und ja, dass jetzt einfach quasi die Kirche von seinen Eltern demnächst Dutzende von sehr raren Sammlerstücken wird bekommen, die sehr viel wert sind. Also er schreibt dann abschliessend, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich unsere Beziehung kaputt gemacht habe, und das macht mich extrem traurig. Meine Eltern sind nicht mehr da für mich und meine Kinder, aber sie haben sich jetzt einfach seit Wochen nicht mehr gemeldet. Seitdem bin ich das Arschloch. Ich habe das Gefühl, Okay. that's Halten wir kurz und knackig. 2 Punkte. Eine, Boomer-Mutter. Run. Run faster und hol die verdammte Pokémon-Karte. Nein, im Fall, seriously. Wir haben im Fall erst gerade haben wir das im Fall mal angeschaut. Es gibt im Fall einfach mittlerweile Karten von damals, wo jetzt einfach eine Karte irgendwie so 2, 3, 4, 5'000 Franken wert hat. crazy. Natürlich, es ist crazy, es ist insane und es ist dumm, aber... Es ist wirklich so. Hey, ich habe es im Fall total spannend gefunden. Einerseits, ich habe mich dann so ein bisschen durch die Kommentare gelesen. Es ist schon, sie sagen not the asshole, aber es hat im Fall ziemlich gemischte Sachen. Also weißt du, gemischte Feedbacks. Also wenn du etwas geschenkt bekommst, ist es dies. Es gehört Ja. nicht jemand anderem. Die Eltern haben jetzt wahrscheinlich gefunden, sie haben wie so ein Museum gemacht. Ich meine, eben, er ist 40. Die haben die Sachen jetzt irgendwie so mehr als 30 Jahre in seinem Kinderzimmer aufbewahrt. Aber niemand hat sie dazu gezwungen. Niemand hat gefragt, niemand hat sie gezwungen, oder? Und irgendwie so ein Kommentar hat wirklich total gut gesagt, irgendwie so quasi, was, deine Eltern haben den Kontakt mit dir und deinen Kindern abgebrochen wegen Gegenständen, wegen Sachen. Und ich einfach, wo einfach seit Jahren nicht mehr benutzt worden sind. Die hat aber weitergeschrieben, du hast sie ja nicht verbrannt, sondern irgendwie quasi Leute verkauft halt, wo sie echt haben wollen. Verständlich, dass die Eltern enttäuscht sind, aber die können einfach nicht kontrollieren, was du mit Sachen machst, die dir gehören. Und die hat dann aber auch weitergeschrieben, weißt, lass doch deine Kinder den Grosseltern anrufen. Es wäre wirklich schade, wenn die Beziehung eben zwischen Enkelkind und Grosseltern wegen so einem dummen Groll würde kaputt gehen. Ja. Also weißt, ich verstehe es noch, wenn vielleicht noch etwas darunter ist, wo wirklich irgendwie vielleicht so ein Heirloom ist. Wo vielleicht du weißt, das Baby hat deine Mami schon von ihrer Mami bekommen oder so. Und dann würde ich sie das nicht einfach fragen, bevor ich es verchucken. Oder ich weiss, ich habe das Baby, das hat mein Papi gemacht. Das ist wirklich das einzige, nein, nicht das einzige, aber eines der ganz, ganz wenigen Sachen, die ich noch im Keller drin habe. Ich weiss auch nicht, was mit dem Mann passiert. Aber egal. Und dann natürlich der Fisher-Price Kassettenrekorder, weil Fisher, der funktioniert halt noch. Was soll ich sagen? Das war halt die Qualität damals in den 80ern. Legend. Und dann ist es wie so vielleicht noch, hat es noch vielleicht Nuance. Aber ich finde, es ist wieder einfach so ein typisches Boomer-Ding von, sie hat sich etwas vorgestellt, was soll sein. Und das ist nicht eingetroffen und jetzt ist sie mad. Jetzt ist sie hässig. Und jetzt tun sie alle bestrafen. Also es bringt es nicht. Ich meine, viele haben einfach gesagt, wisst ihr was, dann tust du dich halt einfach entschuldigen, es ist wirklich schade, wenn das irgendwie, weißt, so, das ist wirklich nicht nötig. Also wegen 80er Jahren Playmobil-Shit, what? Ja, und es ist vor allem, also ich habe einen guten Vorschlag, das haben wir dann nachher auch überlegt. Was er natürlich auch hätte können machen, ist sagen, du, wegen diesen Pokémon-Karten, die noch dort sind, lass ich das doch verkaufen und dann tun wir aber das Geld auf das Konto für irgendwie Kids, um in ins College zu gehen nachher, weißt du, für die Ausbildung. Dass die Grosseltern wenigstens das Gefühl haben, sie haben wie so etwas mitfinanziert. Weißt du, ich kann das irgendwie auf so ein bisschen persönlichem Level. Ich weiss noch genau, wo meine Eltern angerufen haben und gefunden haben, irgendwie, weißt du, wo ich glaube schon mindestens 5 Jahre ausgezogen bin, haben sie mal angerufen und sie so, hey, kannst du nicht, du hast noch jenstes Shitty-Meister, kannst du das nicht holen? Und ich bin so mega beleidigt. Ich so, was? Ich kann das nicht einmal bei euch am Estrich, weißt du, von geht's eigentlich noch? Und ich habe das Gefühl, und dann hast du wahrscheinlich viel mehr Eltern, die einfach das Kinderzimmer räumen und gar nichts sagen, sondern sie tun einfach irgendwie, du hast es da gelassen, dann ist es für dich Müll, wir tun es weg. Bei mir sind es einfach Schulbücher gewesen, also das ist nicht so wild. Aber ich habe jetzt also in meinem eigenen Haushalt gehabt, weil der Nick ist so ein Videogame-Sammler, also er ist immer ein Gamer gewesen. Und weißt, in unseren jungen Jahren, und ja, ich bin auch schon fast 30 Jahre mit ihm zusammen, hat er natürlich viel, weißt du, als wir anfangs 20 waren, haben wir so viel Kohle gehabt, weil wir kein Kind hatten. Und dann hat er
Konsolen und Spiele gehabt. Und irgendwann einmal hat das einfach, unser Estrich hat einfach, es war einfach so zugemüllt mit diesen Sachen, dass ich vor etwa, ich weiß auch nicht, vielleicht 5 oder 6 Jahren, habe ich gesagt, Spätzle, die müssen weg, die musst du noch jemand anders lagern oder wir müssen Ja, sie Storage Space ist ja nicht so teuer, das kann man ja machen, oder? ja, es ist wirklich so. Wir haben ja wirklich auch literally auch nur einen kleinen Estrich. Und dann hat er gefunden, weisst du was, hast du völlig recht. Und dann hat er auch angefangen anzuschauen, was seine japanischen Sondereditionen von Controllers und so. Und er hat also Tausende von Franken gemacht, indem er wirklich sich einfach auch Zeit genommen hat und das als Sammler verkauft hat. Das ist echt cool. Wirklich. Also ich muss sagen, Respekt. Habe ich es wieder ziemlich gut gefunden. Aber ja. Ja, aber das ist eben schon so. Also ich weiss noch, wo ich damals, Nerd Alert, wo ich damals meine Magic-Sammlung aufgelöst habe. Meinst du mit Magic als in Zaubertrickli? No! The Trading Cards! Okay, die kenne ich halt eben dann wie nicht. Okay, aber das ist so wie Okay, das Pokémon. ist zu nerdy. Ja, aber Magic-Karten. Okay. Du hast halt Zaubersprüche und Monster und so. Ja, okay, I see. Okay. Ich sehe dich mit anderen Augen, aber erzähl weiter. It was a thing. Und ich weiss, die hast du eben damals nur zu Zürich am einen Ort im HB unten bekommen. Es war ganz verwirrend, im HB-Labyrinth navigieren, mit so 14. Und ich weiss noch, ich habe die dann aufgelöst und viel natürlich ist nichts wert. Aber ich weiss, eine hat etwas wert gehabt und ich kann für die 600 bekommen. Wow. Okay, das ist les. So Zeug ist schon cool. Ja. Ich habe nichts. Meine ganzen Lippenstifte sind nichts wert. Nein, ich habe einfach keinen. Weißt du, das ist der Podcast für Einbrecher in deiner Umgebung. Ich habe nichts wert. Gut, also die 500 Franken sind irgendwie vor, ich weiss noch auch nicht, 22 Jahren gewesen. Die sind nicht mehr rum. Okay, ja, das ist crazy. Nein, aber ich finde es immer so lässig, wenn jemand eine Sammlung hat und du findest so, jö, und du tust so belächeln und dann findest du so, okay, das ist richtig viel wert. Also, das ist schon Ja, das ist schon, das ist zuerst noch passiert. Als Kind habe ich angefangen Kaffeeranddeckchen sammeln. Mein Papi hat dann die Sammlung wie so ein bisschen übernommen. Genau, er hat das so ein bisschen hingejackt. Und es war dann wirklich irgendwann an dem Punkt gewesen, dann die wirklich wie halt auch nicht mehr haben dürfen, weil das sind dann plötzlich halt auch wertvolle gewesen. In Ordnerinnen, oder? Und ich habe ja vorher einfach alles so, schau, schöne Bildchen. Und er hat dann wirklich so Sammlungen, Collections vervollständigt und so. Ja, das ist auch lustig. Ja, nein, also ich habe wirklich keine Collections und ich kann auch keine Kohle machen. Ich habe schon mal gesagt, ich habe glaube ich irgendwie so 2 Handtäschchen, die ein bisschen teuer waren und da können sich einfach meine Töchter dann irgendwie so drum schlägeln. Ja, genau. Dann ja, 1, 2, oder dann whatever. Und ich habe noch 2 Lego, die original verpackt sind, weil ich bis jetzt einfach too lazy bin, um die zu basteln. Und vielleicht ist das eine, ja, aber ohne Witz, vielleicht ist das eine dann auch mal etwas wert, weil apparently that's a thing. Der Partner von der Freundin hat mir gesagt, that's a thing. Lego, original verpackt, ungeöffnet. Ja. Also ich habe genug, was ist es gewesen? Young Sheldon und Big Bang Theory geschaut, dass ich weiss, dass es so Figuren und auch so Games und so, dass die immer original verpackt sind, sonst sind sie nicht wert. Ja. Ich sehe es. Genau. Gut, also das ist meine die lustig gefunden, einfach irgendwie so quasi Traumata von den Eltern, Teil 17, aber lustig. Und was haben wir noch diese Woche? Außer natürlich aktuelle amerikanische Politik, wo ich einfach muss körbeln. Ich glaube, wir wollen das Fass heute nicht auftun. Weißt du, dann müssten wir wie einfach eine ganze Folge machen über den Faschismus in den USA und irgendwie not sure. Aber ja, abolish ICE ist, ich glaube, mit dem Satz kann man es zusammenfassen. Darum habe ich eben eigentlich etwas anderes, das musst du gehört haben. Erzähl. Also eigentlich ist es, das musst du gelesen haben. Und zwar, ich habe gelesen auf Social Media. Indirekt, wirklich. Ich habe es auf Social Media gesehen, auf Threads, dass Steffi Hipper geschrieben hat, the Jack Black is a tasty treat. Und Steffi, wenn wir darüber reden. I think there's a story. I can smell that there's a story. Nein, aber also, erstens einmal findest du den Jack Black nicht ein tasty Snack. Sorry. Ja, ich finde ihn noch irgendwie sympathisch. Aber wenn ich jetzt think of tasty treat, dann gehe ich innen so richtig Charlie Hunnam. Haben wir auch schon mal gehabt. Nice. Da oder eben Josh Hartnett haben wir auch schon gehabt.
Da haben wir ihn wieder. Der Jack Black ist so sexy, weil er so unglaublich lustig ist. Und wenn du den Das siehst, stimmt, ja. nein, es ist grossartig. Also ich weiss, ich habe einen Flick gehabt und meine Freundinnen wissen das auch und haben mir mal wirklich zum Geburtstag haben sie mir eine Überraschung geschenkt und haben alle Jack Black Masken getragen und haben mich überrascht mit einer privaten Kinovorführung von Nacho Libre, dem legendären Film über mexikanische Wrestler. Und es ist so leise gewesen. Ich bin härter in Jack. Der Nick, mein Mann, weiss das. Wenn ich jemals Gelegenheit habe, er ist hart mein Hallpass, wenn der Jack Black sagt, du und ich darf einfach. Ich sage, Nick, ciao, wir haben es ja abgemacht. Ich finde den Jack Black so sexy und so lustig. Und ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, hat sich nur verfestigt, weil ich ja tatsächlich, und wir haben es wieder von Konzert, der Kreis schließt sich wieder. Der Jack Black ist ja quasi Frontmann von der Tenacious D. Er Ja, hat ja mit gut, ja. Opera-Metal-Band. Und es ist so nicht mein Sound. Aber ich bin ans Konzert gegangen vor ein paar Jahren und einfach das Charisma, wenn er so singt und Musik macht, im Fall, ich stirb ab dem Typ. Ich finde ihn so sexy und so cute und einfach irgendwie so, I love him to bits. Ich will gar nicht, ich habe das wirklich kommentiert bei Threads bei irgendjemandem, der gesagt hat, ich habe einen Flick mit dem Jack Black. Und ich so, du bist nicht allein. Und dann hat es wieder so Kommentare gegeben, ja, aber das ist nur, bis er cancelled worden ist, weil er, weißt du, dann findet es immer irgendetwas. Weißt du, was findet, er hat einmal irgendetwas gemacht. Ich gehe nicht researchen. Und ich glaube, das ist das Recht, das wir haben. Weißt du, wir sind Frauen, die im Social Media Alter leben. Und ich nehme mir das Recht raus, dass ich nicht jeden angeblichen Shitstorm jagen, sondern ich sage einfach irgendwie so, I love him, I would do him. Das langt. Ja, das stimmt. Da habe ich letztens auch eine Kontroverse gehabt, wo wir recht so einen Graben hatten im Freundinnenkreis, wo die Hälfte ist so, ja, und die andere ist, what? Hast du The Bear gesehen? Da die Küchensendung mit dem Jeremy Allen White. Hello? Hello, Chef? Yes, Chef? Ja, ja. Aber eben, wir haben wirklich so einen Jeremy Allen White Graben. Die eine Hälfte ist ja und die andere Hälfte ist like, ugh. Ja, das kann ich mir noch verstehen, aber da sind wir wieder bei den Rodent Men. Ich glaube, der Jeremy Allen würdest auch zu denen rein tun. Das Die mit stimmt. Gemüsegesichter. Sie haben eben schon etwas. Ja, Also ich weiss nicht, was es ist, wo Frauen so auf das ansprechen. Also der Jack Black ist kein Spitzmüsli. Er ist, wenn schon, dann ist er ein kugeliger Igel. Oder was wäre er als Tier? Ich sage jetzt nicht der Panda, das wäre zu einfach. Nein, das Aber ja, nein, ich finde irgendwie so unerwartete Sexsymbole sind immer lustig. ja, finde das ich. ist wirklich. Ja. Und who knows? Vielleicht hat es irgendjemand in dem Internet aussen irgendwie Menschen, die sagen, Das ist jetzt, weißt du, jetzt tun es wärst 80. Was steht aus in dem Internet? In dem Äther? Ich finde es so leise. Ich meine, wir wissen auch nicht genau, wo wir also wir wissen, wo wir angehen. Ich glaube, irgendwie so genau bis an die Kantonsgrenze Solothurn und dann ist gut. Ich gehe nicht, nein, uch. Also wenn schon, dann gehen wir willst du auf St. Ich gehe nicht, also ich gehe wirklich nur ungern westlicher als Aare. Okay, das lassen wir jetzt einfach genau so stehen. Ist gut? Ich finde das... Sorry, weißt du, sorry. das würzen. Das müssen wir also... Ja, das ist ja so, also es ist wirklich so, dass wir ja eigentlich auch Aarau nicht als Kantonshauptstadt anerkennen. Sondern es ist eben eigentlich der Kanton Baden. Ja, es hat eben früher tatsächlich mal den Kanton Baden gegeben, damals im Mittelalter. Und das sind ganz glorreiche Grenzziege. Ich finde, das klingt sehr spannend. I don't know. Okay, aber ja. To be discussed. Ich glaube wirklich auch. Ja, ich glaube, wir haben alle pressing Issues vom heutigen Tag. Hey, und under 30 minutes. Das ist wirklich, ich bin so stolz. Wir gehen, bevor es drüber geht. Es ist wirklich, komm, wir sagen jetzt, schau, bevor die 30 Minuten sind. Bevor es kippt. Ja, aber dann... Okay, ist gut. Ja. Es war mega lustig. Schönen Abend und schönen Morgen. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Bye bye.